Hallo, we zien dit vandaag. Zo, nu had ik steeds niet een video gemaakt. Wegens we weer einmal zwischen an dem Bett wahrgefahren. Und als wir dann huis kwamen, dann hadden we het huis mal dingen geschaffen in de stad en weer uitmerken. En nu heb ik een ruim waar ik dan kon dit doen. En dat is dan zo veel wit en zo schijn. So, nu willen we maar meer met video's anfangen en met verschillende video's merken, ja? So. Vandaag wil ik mal reden van vergeving. Vergeving van onze schuld. En hoe groot is God zijn genade voor ons? Hoe groot is zijn liefde voor ons? Wat heeft hij voor ons gedaan? En wat best du schuldig te doen wens wat God voor die gedaan heeft, ja? We zijn in deze wereld aangekomen. We zijn in deze wereld aangeboren. En eenmaal hebben we dingen beleefd en dingen gezien. Wat Adam en Eva gedaan hebben, ja? Adam en Eva hebben gezündigd. Nu is de ganze wereld in de zin verdorven. De rechte wie het voor dat zijn, we zijn dood. We zijn juistlich dood. Wat we Jezus hebben aangenomen als ons heiland en redder, dan zijn we juistlich dood. Dat meint zoveel dat voor ons im Himmel aan te komen is onmogelijk. Wens Jezus zegt dat hij is de einzige weg dat we kunnen im Himmel komen. Ohne Namen hebben we niet. En voor wem is dat dan niet alle, niet? Dan tot aanvang, het eerste wat ik wil ik kijken naar Römer 3, vers 23, wo het zegt, du hast kein Unterschied. Allemaal heeft gezündigd, en komt eraan tekort, wat hij bij God zijn zal. Als je krijgt wat je gedaan hast, als je krijgt wel goed die das. Die was niet genoeg goed doen, die was niet genoeg wat doen, dan dat je im Himmel dan kost. Ja? Dat zegt ons dit vers ganz klar. Allemaal heeft gezündigd, en komt eraan tekort, wat hij bij God zijn zal. En man God zegt, dat we moeten perfect zijn, dan dat we kunnen im Himmel dan komen. Maar waar we dat dan nu? Wat doen we dat dan nu? Nou, daar wollen we dan mal ein bisschen wieder kijken, wat ons Bibelteksten von der te zijn heeft. En dort werden we mal ein bisschen ein paar Verse nehmen von Matthäus 18, von 23 an und wieder. Petrus fragt Jesus dann mit einmal, wofür soll ich meinen Bruder vergeben? 7-mal Geld. Und dann sagt Petrus, nee, Jesus zu Petrus, nee, nicht 7-mal, aber 70-mal 7-mal. Nicht so? Dort der Geschichte weit wie. Ne, das ist ein klein bisschen verdet. Aber, nu geht Jesus an te erklären, wo dat Himmelreich wordt zijn. En dat is waar ik vandaag wel een kijken. Ik wil vandaag hier een beetje nummers wijzen, dat het zo ongeveer zijn merken zal, wens dat is wat we willen hier wat leren, niet zo? Laten we mal diesen Vers lesen, Matthäus 18, vers 23. En da sagt dat Himmelreich ist mit ein König te vergleichen, der mit seinen Schuldner verrechnen will. Naja. Das Königreich ist te vergleichen mit dem Himmelreich. Dann wollen wir mal den nächsten Vers kicken. Vers 24. Und als er anfängt zu verrechnen, wird einer Verarm gebracht, der am viele Dutzende schuldig wird. Naja, was meint das dann nicht? Was meint das dann nicht? Dutzende schuldig. Wenn wir die Hochdeutsche Bibel nehmen und ein paar andere Bibeln, dann finden wir dort, dass das sein, dass das Mann, der ist den König 10.000 Talenten schuldig. Ich sag? Lest das mal nur. Lest das in die Hochdeutsche Bibel nur und in verschiedene andere Sprachen. 10.000 Talenten ist das Mann am schuldig. Naja, da wollen wir mal Vers 25 kijken.
En als hij niet dat had, dat te betalen, bevoel zijn haar aan met fruit en kindertoop, en alles wat hij had te verkijpen, en de schuld te betalen. Hast du zo'n schuld, waardoor we wel met die dag rekenen, en ik geloof dat die fruit en die kinder en alles wat du hast zal verkauft, om dat te betalen. Glaubst du, dat dat een goede idee is? Das kann ich wohl zu tun. Nicht so? Vers 26. En dan valt de man doel en bad hem aan en zei, Haar, heb je geduld met mij? Ik wou dat alle betalen. We hebben het allemaal gehoord. Wenn du ganz ohne eng bist, und du einfach nicht gut ist, und du wirst aber nach Jahren am Genot prachen, nicht so? Das ist was das Mann deed. Hij wil het unbedingt nicht haben, dass seine Kinder und sein Haben verkauft wird. Hij würde verschaffen, hij würde seine Schuld betalen. Naja. Dann lesen wir mal Vers 27. Und dann jammert dem Herrn dort über den Knecht, leidt hem gehen und vergeeft hem de ganze Schuld. Wow. Wat wil je die feilen? De Schuld, wat du hast. Wenn die een daar maar de Schuld zegt, ik laat die gaan en ik vergeef die alles. Wil je die weten, hoeveel wert dat wordt zijn? Wil je die weten, wat die geworden is? Wil je daar aan denken, wat die rots vergeeft worden is? Naja, dan wollen we maar een beetje even kijken, hoeveel de man den aan schuldig wird, de eerste knecht, den König schuldig wird. Ein Talent ist ungefähr $1.400.000. Ungefähr. Ich glaube, das sind nicht mehr. Ich habe das uitgerekend een paar Jahre terug, no den städtischen Dollar no so aus een Arbeiter von ungefähr ein jährliches Lohn kriegen hat. Das wird nicht viel mehr sein, aber wenn wir dort kommen mit Dynamisch holen dann, in das ein bisschen überkicken. Und denkt daran, Jesus vertelde sie Geschichte, wo das Himmelreich mit dem Königreich zu vergleichen wird, dass der Herr mit seinem Knecht verrechnen wird. Das erste Knecht ist den 10.000 Talenten schuldig. Und hier sehen wir nu, wo ein Talent ungefähr $1.400.000 ist. Stell dir das mal vor. Wie lange schaffst du für ein Talent? Ungefähr 35 Jahre. Für ein Talent. Man, das ist sehr viel Geld. In sehr viel Jahre. Aber wenn ich stell dir mal vor, du schaffst 35 Jahre bloß für ein Talent. Und dann hast du noch nicht Eten, nicht Kleider, nicht für deine Familie gesagt, no, jetzt noch mal bloß 35 Jahre für deine Schuld schaffen. Ein Talent. So, für 10.000 Talenten sind dort $14 Billionen und 165 Millionen und $738. Das ist ein bisschen doll Geld, ist es nicht? Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist ein bisschen doll Geld. Nou, dann wollen wir mal nach den anderen Vers kijken, Vers 28. Dann ging dezelfde Knecht uit und traf einen von seinen Mitarbeitern, der ihm ganz wenig schuldig wird, und dem kreeg er am Hals zu holen, fang ihm an zu warnen,
en verlangt om alles te betalen wat hij schuldig wird. Denk daaraan. Dit is de knecht wat de Joods binden wird en aan deze schuld betaald wordt, weggestrikt wordt. Ganz weggestrikt wordt hij. Nicht so? Nan jes ruut, fängst die einen Mitarbeiter, en der ist die maar ganz wenig schuldig. Wat is die met den? Wat is die met den? 29. Dan valt des man ver am doel en praat am, hab geduld met mij, ik word die alles betoel. Dat heeft zich bekend. Pofhars eier, du wie des andere knacht, voor den Chinese stad. En nu is er hier beten, nu der te aanwezen staat. Man, ja, niks sei. Nächster Vers, Vers 30, aber hij horcht du nicht nu. Jenk en leid am Endstatten, wat hij alles betonen wird, wat hij schuldig wird. Stel dir mal vor, das andere Mann, der ist so viel schuldig bei den König, dort du allmählich in Weg von erst, dass hij dort betonen wird. Allmählich. 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 Wann einer du mal checken dat, wofür der den schuldig ist, ich will jeden mal sein, wofür Jahr des Mann dann soll für den schaffen. Der erste. Der erste Mann, was den 10.000 Talenten schuldig ist, das darf je ungefähr bei 14.165.738 $. Wenn er 35 Jahre schafft für ein Talent, dann macht er 350.000 Jahre schaffen für seine Schuld. Wo ist du ein Mann, der 350.000 Jahre leben wird? Das ist unmöglich. Des Mann ist den wofür schuldig? Da muss man was kicken. Das zweite Mann ist den anderen Mann 100 Denari schuldig. Das ist ungefähr 30.000 $. Und wenn man das even checken dat in een werkenloon en so weiter, dann sind das ungefähr 39 Werk, wo das man verschaffen soll. Das ist ja allmählich. 39 Werk für seine Schuld schaffen, das ist viel mehr, ja, als das andere Mann 350.000 Jahre schaffen für seine Schuld. Man. Vers 31. Als seine Mitknechten dort sahen, wären sie sehr bedrückt und gingen und vertelten den Herrn die ganze Geschichte, was dort vorgefallen war. Vers 32. Dann fahrte der Herr am Vater ab und sagte am, du Beiserknecht, ich vergif die all deine Schuld, willst du mich daran prachst. Sollst du nicht gerade so groß mit deinen Mitknecht Mitleid gehabt haben, als ich mit dir Mitleid hatte? Hast du Mitleid mit deinen Mitarbeiter? Hast du Mitleid mit deinen Mitnober? Hast du Mitleid mit deinen Nober in der Kirche auf der Bank? Hast du Mitleid mit deinen Freund im Dorf, was du nicht so ein guter Freund ist? Warum er das? 34. Und sein Haar wie so doll, dass er am Leid
en de Folter komen instappen, wat hij alles wordt betult haben. En dan zegt Jezus dit hing aan, en zegt hij, en zo wordt mijn himmlische Vader, dat met een jedem van jullie merken, wann je jullie Bruder seine Übertretungen nicht von Horten vergeven. Wow. Wer bist du? Wir haben alle Schuld bei Gott. Wir sind alle schuldig bei Gott. Und wenn wir nur diese Geschichte nur kicken dann, 350.000 Jahre, lebst du nicht zum Beton. So. Wieviel von deiner Schuld kostet du Beton? Wieviel Dinge kostet du die Fan antragen, dass du ein Tag was bei dir kommt? Wieviel Metzen, wieviel Warnings, wieviel Steifeln, wieviel Sindel musst du nach der Kirche fahren, was dir das kostet? Bei Gott deine Schuld betonen. Das schafft euch. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das habe ich hier groß gesehen. Dass Jesus sagt, dass das sein Vater, uns Vater im Himmel, so steht was angehen. Das ist unmöglich. So Jesus kam rauf, starb vom Kreuz, stund am dritten Tag ab, wat? Zum die 350.000 Jahre wegstrecken bei dir. Was ist das? Wegstrecken. Und wenn wir haben nur Prachen tun, haben nur Frauen tun, er wird uns das vergeben. Was sagt die Bibel am anderen steht? Wir sollen mit uns Müll bekennen, dass er Gott ist, dass er Jesus ist und dass er ist vom Tod abgestanden und er hat unsere Sünden Schuld betont. Und dann Horten annehmen, dann ist uns Rader. Dann sind wir seine Kinder. Wenn er dort ist Hass, nu wird die so ein bisschen anders sein. Und du glaubst, dass du in Christ bist. Wo verhandelst du mit deinen Mitarbeitern? Wenn ich zu dir sage, dass du in Christ bist, das meint so viel, dass du bist von dir, wo die 350.000 Jahre gestrickt worden ist, und du hast bei dir wer was verschuldigt, wo handelst du mit denen? Wo handelst du mit denen in der Kirche? Mit denen, was du nicht kannst, aber selber Bank setzen. Wo handelst du mit denen, was du am Stuhl, wenn du den setzt, dass du da nicht kannst begehen und dann schön ramgehen oder andere Seite? Wo behandelst du die, was rammer die sind? Je weet gelijk wat ik meine. Das ist eine Anspannung. Ich möchte, dass du das verstehen hast. Dass so viel als Gott die verstrecken hat, wegstrecken hat. Dass wir sollen ein Bett, was übrig haben für unsere Nachbarn. Ein Bett, was übrig haben für unsere Nächsten. So fertig, wo wir sagen, oh, den kann ich doch nicht zu Gott holen, weil, warum nicht? Weißt du das nicht, wenn du den noch nicht zu Gott holen lässt, dass diese 350.000, dass das steht? Denk dir mir lieber noch. Anyway. Ich will die anspornen, wer wir uns trachstellen. Maar unsere Nachbarn, unsere Nächsten, unsere Kirchenbrüder, Kirchengeschwister, Schwestern, wer wir das? Wer wir das vergeben, wer wir die vergeben, wer wir entgelt sein, wer wir allen Leib haben, was die Bibel sagt. Wir sollen alle Mann leben und alle Mann gut sein. Bis nächstes Mal.